Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, c'est bien poli tout de même. In diesem kleinen Städtchen in der Nähe von Bonn existiert nun seit fast 10 Jahren eine Einrichtung, die wir genannt haben Studienhaus für keltische Sprachen und Kulturen, kurz SKSK. Das ist eine Einrichtung, die in erster Linie geschaffen wurde, um die modernen keltischen Sprachen, die noch am Leben sind, die noch in ihren Gebieten eine größere Zahl von guten Sprechern aufweisen, also zu lehren, zu unterrichten. Gleichzeitig muss man eben auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass diese Sprachen keine reinen historischen oder Archivgegenstände sind, sondern, wie gesagt, noch heute existieren. Allerdings stellt sich überall die große Frage, wie lange noch? Ja, es sind eindeutig bedrohte Sprachen, und wenn wir als Linguisten uns gerade mit den heute existierenden Sprachen aus dieser Gruppe beschäftigen, dann stehen wir eigentlich unter einem gewissen Zeitdruck, ganz anders als die Archivare, die ihre Dokumente auch in 100 Jahren noch lesen können. Und natürlich ist es klar, dass gesprochene Sprachen viel größere Möglichkeiten bieten, sie gründlich kennenzulernen, ja? Weil eben die Menge der Daten allein schon viel größer ist. Man kann sie in ihrem gesellschaftlichen Kontext und praktischen kommunikativen Kontext beobachten. Man kann Recherchen machen, aktive Feldarbeit, nicht wahr? Das sind ungleich bessere Voraussetzungen, eine Sprache sehr gründlich zu erforschen, als wenn sie schon längst eben ausgestorben ist. Aber wie gesagt, die Zeit drängt, die Uhr tickt und wir müssen uns beeilen. Ja, okay. Ja, wie gesagt, das ist richtig, wir veröffentlichen in größeren Abständen eigene Publikationen, wissenschaftliche Publikationen. Da ist natürlich auch wieder das Thema moderne Sprachen besonders im Vordergrund, auch Dokumentationen, also Textausgaben. Jetzt haben wir die Möglichkeit gesehen, eben eine ähnliche Publikation zum Bretonischen herauszubringen. Das ist stimuliert durch die Arbeit von Christian Arbras, der dieses unglaubliche Videoarchiv halt Erchandwet produziert hat, das uns sehr beeindruckt. Und nun haben wir hier den besonders interessanten Ausschnitt Negros Mor gewählt, weil das offensichtlich, Sie wissen es, eine bedeutende Persönlichkeit in der neueren bretonischen Literatur ist, weil sie eine Person ist, die sich hervorragend ausdrücken kann in ihrer Muttersprache zu ihrem eigenen Leben, ihren eigenen Lebenserfahrungen und Einstellungen. Kurzum, es ist ein sehr interessantes kulturgeschichtliches, sozialgeschichtliches Dokument, das wir da gefunden haben. Und das wollen wir nun gerne herausbringen. Wie gesagt, in Transkription, deutscher Übersetzung und eben auch begleitet mit den Originaltonaufnahmen. Wir haben hier einen frisch gebackenen Magister aus der Universität Bonn. Das ist ja hier gleich 10 Kilometer flussabwärts. Man kann es da hinten vielleicht ein bisschen schon erkennen. Und ein führender traditioneller Standort für die wissenschaftliche Keltologie in Deutschland beziehungsweise auf dem Kontinent überhaupt. Da zigenta tu nuk tezo ganet amman e broalamanha. Ja. Ja, nuk be stava de brezonek. Non ket. Desket mus a brezonek pa kogeton das eski brezonek par skolver. Amman hag elechal. Gait mus an odeges kan brezon Nigerien, Hebrees. Nee, c'est mus desket er jese. Mis a bepret o plustri evel just.
Puis ries beo red e zeski vel just. An eo kavet meus ar projet se, di verben ar divis gant na grosmor, hag ar zo dedunus tre vi don me. Damzons evit tudal a zo dedenet kalz gant Jesu Keltiek hag ar brazonek. Puis ar testen zo... Andesten, ja? Ar andesten, also, vil just se brazonek hag ar vo ar troedigas almanek. Distagadur an e grosmor zo damzons mat evit deskadurien. Puis ar raniez roskoz o... Fresken en plein, ja. Ja, plein ar zo tost a var da brazonek skrivet. Evit deskadurien, se zo un drag ar zo prezus. Puis desket o deus ar yez tre ar lerio, vel just dre vraz. Setu perak e talvodus, ema ar yez tost a var da yez a skrivet. Tu peux desket ur bern trao se ober an draha, hein? Ja, desket meus kalz.